Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Das hier ist unser Jelly Print Journal Cover. Erste Fang, es hat noch keine Seite drin. Das möchten wir heute gerne machen. Wie ihr seht, habe ich hier schon ein bisschen etwas vorbereitet, das wir dann brauchen können. Aber als allererstes möchte ich hier noch die ganzen weißen Stellen wegmachen, die es hier überall noch so ein bisschen hat. Hier und hier und hier und so weiter. So wie ich das letzte Mal schon angetönt habe. Und einmal rundherum ein bisschen inken, damit das Cover wirklich ganz fertig ist. So, ich kann jetzt schnell zeigen. Das hier ist das, was schon geinkt ist, mit irgendeiner schönen Kontrastfarbe. Das möchten wir gerne hier auch noch machen. Und jetzt, wie ich die weißen Stellen hier wegbringe, der Plan ist, ich nehme mir hier irgendein so ein Bürstchen und Farbe, die hier passt. Also entweder könnt ihr jetzt zum Beispiel pink nehmen oder irgendein rosa oder so ein grün. Oh, das wäre natürlich genial. Aber ich glaube, so ein Grün habe ich definitiv nicht. Ja, ich glaube, ich mache das einfach blau. Ja, irgendwie so. So ganz fein am Anfang fürs Erste. Ja, genau. So. Und dann kann ich das hier auch noch gerade auf dem Stoff gehen. Das nennt mich auch gerade ganz gut. Kann man das hier einfach so ein bisschen einfärben. Dann ist das Schneeweiße weg. Und es fällt überhaupt nicht auf, dass beim Schildprinten da die Farbe nicht richtig angenommen hat. So, da ist gut. Da mache ich es auch gerade schnell ein bisschen mit Blau. Und da nicht. Was hätten wir da? Da wäre so etwas Gelbliches. Gut. Zum Beispiel sowas. Oh ja, das ist perfekt. Das ist fast genau das gleiche wie hier das Gold. Und das können wir jetzt so auch brauchen. Orange will natürlich auch gehen. Und schwarz. Nachher tun wir hier sowieso noch ein bisschen drüber inken. So, was haben wir da? Ja, da nehme ich jetzt auch gerade das Gel. Ja, und hier auch gerade am Rändchen. So. Und hier auch gerade. So, und da ist es so ein bisschen rosa. Gut, da kann man noch ein bisschen. Voilà, das wäre es auch schon. Hätte man jetzt auch noch ein bisschen mehr können. Ja, nehmen wir noch ein bisschen. Ein bisschen könnte man noch. Ein bisschen, aber nicht zu fest. So. Jetzt ist noch so die Frage, was wollen wir da rundherum? Und ich wäre bei etwas ziemlich Dunklem, und zwar so vielleicht so ein ganzes dunkles Blau. Welches ist echt besser? Ich denke eher mal das hier. Dann probieren wir das mal.
Gut, also ganz zufrieden bin ich jetzt nicht. Überall da, wo so ein bisschen der Leim vorgekommen ist, hat es natürlich nicht so ganz angenommen. Aber es ist okay. Und ich würde jetzt mal sagen, vielleicht fällt mir dann noch irgendetwas ein noch für einen Rand oder so. Keine Ahnung, aber jetzt für das Erste darf es auf jeden Fall einmal so bleiben. So, also das Papier. Ich habe mir überlegt, ich mache 3 Signaturen. Und zwar hat es in jeder Signatur immer 3 Jellyprint drin. Einige sind hinten und vorne. So, da ist noch eins. Und dann habe ich hier noch verschiedenes Papier, so ein bisschen pastelliges. Das ist so irgendein gelbliches. Da haben wir etwas in so rosaartig. Und das ist etwas Spezielles, das ist so ein bisschen durchsichtig, ganz etwas Komisches. Ein grünliches. So, also das heisst, es sind 3 Signaturen, in jeder Signatur hat es 6 Papier. Gut. Jetzt ist es ja so, dass unser Cover ist genau so hoch wie ein A4-Blatt breit ist. Das heisst, wir müssen nachher dann noch ein bisschen abschneiden. Aber das macht ja gar nichts aus, weil wir unsere Prints sowieso meistens nicht bis ganz an den Rand raus gemacht haben. So, und dann ist es ja, wenn man es jetzt ein A4-Blatt so zusammenfaltet, da hat es noch ziemlich viel Platz. Darum habe ich gedacht, ich mache das nicht schön in der Mitte zusammen, sondern ich falte das dann ganz willkürlich ein bisschen so, dass eins ein bisschen kürzer ist und eins ein bisschen länger. Und an die kürzeren Teile kann man dann noch irgendwas anhängen, drüber kleben, ein Kuvert drauf, irgendwas fällt uns da noch ein. Ein schönes Rändchen oder ein Tab oder so. Genau, das ist der Plan. Und jetzt würde ich sagen, Achtung, fertig, los! Oh, das ist cool. Also, oh nein, ich muss hier ein bisschen, das ist dann nicht zu lang oder zu kurz machen. So, einfach mal jetzt falten. Einfach mal die Signaturen falten und schauen, wie dass wir die etwa zusammenstellen könnten. So, einfach mal falten. Einfach mal falten und ich schaue hier immer, dass es so ein bisschen sicher dort rein passt. Und ich mache nicht alle gleich, sondern komplett, wie ich gerade Lust und Laune habe. Da kann ich wieder drauf schauen, was sieht gut aus. Soll das ein bisschen länger sein? Soll das ein bisschen länger sein? Wie wäre es denn da? So, oh ja, noch mit Blau, das sieht gut aus. Also, machen wir das so. So, oh ja, das ist hübsch.
So. Das passt jetzt auch gut. Und das. Okay. Gut. So, ui. Ui, hey, mir denkt, das ist schon wieder wahnsinnig viel Material, weil es halt zum Teil auch ein bisschen dickere Papier sind. Vielleicht liegt es an dem. So. Ich finde es gut. Das Einzige, was mir jetzt nicht ganz passt, ist, dass es hier vorne komplett leuchtig ist. Und dann macht man es auf und nachher sind die Farben auf der ersten Seite so ein bisschen gedeckt. Aber ich glaube, es macht nichts, weil hier ja auch noch überall Leuchtungs vorkommt. Ja, ich glaube, das ist gut. Und da gefällt es mir, dass das Gel da noch einmal vorkommt. Genau. Jetzt geht es darum, noch ein bisschen abschneiden. Von allem. Da ist jetzt gerade gut. Das sind alle Rändchen. Nein. Das spielt nicht so eine Rolle. Das spielt nicht so eine Rolle. Ich schneide einfach hier mal oben ab. Okay? Aha, nein, ich müsste ja eigentlich alles abschneiden. Gerade aufs Mal. Also komm. Da ist auch oben, das ist gut. Da ist auch oben, das ist auch gut. Da kommt es nicht drauf an. Gut. Und da ist gut. Oben. Oben. Den da könnte man noch umkehren. Einfach nicht vergessen, dass ich nicht wieder umkehre. Sonst ist das 2 verkehrt. Und selbst wenn, wäre das auch nicht so tragisch. Was sollst du? So, okay. Also da oben ist es jetzt ein bisschen komisch geworden. Aber ja noch. Oh je. Oh je. So, ja, und da eigentlich ganz gerade. Aber ich habe fast das Gefühl, das sieht man nachher nicht mehr. Jetzt müssten wir mal noch anzeichnen, wo wir hier Löcher machen wollen. Und zwar würde ich sagen, etwa da. Und etwa da. Und etwa da. Jetzt. Etwas haben wir doch gemerkt. Einen müssen wir doch noch kehren. Welcher war das? Wieder. Oh, welcher war das? Der da. Nein. Doch.
Genau, dass das 2 wieder der richtige Weg um ist. So. Gut. Voilà. Jetzt hier haben wir angezeichnet. So. Gut. Und dann zeichnen wir das hier noch an. Oh, sieht man etwas? So. Jetzt sieht man es richtig, wie krumm dass ich hier geschnitten habe. Oh, einfach nicht hinschauen. Hey. Upsi. So, jetzt probiere ich das. Ah. Vielleicht muss ich ein bisschen wieder so. Ich schaffe das nie gerade reinzustechen. Ich weiß nicht wieso. Das ist bei mir immer alles ein bisschen verschoben. Mal schauen. Oh nein, das Mal habe ich es geschafft. So. Dann habe ich hier von der Schnur, die ist schon ein bisschen gewachsen. Komm. So. Dann wollen wir doch jetzt mal schauen, wie wir das annähen. Ich würde sagen, fangen wir von hinten an. Ja. Wieso nehme ich jetzt Trab? Keine Ahnung. Also. Das ist das Hinterste. Stimmt das? Ist das oben und unten und richtig und... Ja, ich glaube es stimmt. Und in der Mitte. So, voilà. Und das wäre Nummer 3. Oh, hey, mega cool. Oh, ich freue mich. Hey, es sieht super aus. Und ich finde das genial, mit dem, dass nicht alle Seiten gleich lang sind. Das macht überhaupt nichts. Oh, das gefällt mir zusammen mit dem. Grande. Oh, ich finde es cool.
Das ist auch speziell. Das gibt nachher dann wieder ganz neue Bilder. Ja. Das passt auch super zusammen. Oh, es sieht cool aus. Hey, und wer interessiert es jetzt, dass ich hier oben ein ganz kleines bisschen schräg abgeschnitten habe? Das sieht man überhaupt nicht. Es fällt überhaupt nicht auf. Und ich finde, es ist einfach nur hübsch. Cool, ich freue mich mega, wenn wir dann anfangen, da drinnen irgendwas drin rumbasteln. Am liebsten würde ich es gerade so lassen. Das ist einfach nur genial zum Durchblättern. Nein, da kommt jetzt natürlich dann schon noch ein bisschen etwas rein. Wir haben ja einen ganzen Haufen Material. Ich freue mich und bin gespannt. Sind ihr auch gespannt? Dann schaut doch das nächste Mal wieder rein. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Bis dann. Tschüss.